Der Kampf an dem Finster Turtle geht weiter hier bei Tales of Zestiria. Ich versuche immerhin ein bisschen auf mich aggro zu machen. Was aber nicht so klappt, wie ich gerne hätte. Wow, ein bisschen. Mann, nee, ich sehe nichts mehr. Dankeschön. So, wir haben da auf leicht gestellt, weil auf normal, sag ich jetzt mal, doch normal ist es. Hat der irgendwie, weiß ich nicht, ist er auf Level 99, jetzt ist er eben noch Level 79. Der hat schon Power und sonst wäre es natürlich zu powerful gewesen. Das ist Donnergold. Achso! Ich dachte schon fast, die machen eine mystische Art. Ja, komm, greif an. Nochmal, komm, wir brauchen etwa 5 SA. Kann ich mal Donnerblitz sagen? Ne, nicht Donnerblitz, wie heißt schon wieder? Gotteszorn, genau. Wow. Das war jetzt doch leicht knapp. Ja, komm. Boah, er will ihm noch nichts. Verdammt! Ja, ich musste gerade, weil sonst war leider drauf gegangen. Wie schon sagt, der hält durchaus was aus. Der Kleine. Lass mich jetzt mal an. Ich bin hier in der Nähe. Jetzt greif mir doch mal an. Das ist eigentlich mal der Kampf hier einfach, weil seine Attacken sind durchaus vorhersehbar. Nur meine NPCs-Kameraden gehen halt trotzdem down. K.O. Ich setze mal Entner extra nicht ein, weil sie geht sowieso gern mal drauf und das ist zu Ungunsten ihrer Erfahrungspunkte. Oh, noch eine mystische Art dahinterher. So, mit Aufteilen können wir da ein bisschen zuspawnen. Die Frage, riskiere ich jetzt echt mal, dass gut, Leila hat auch wieder automatisch geswitcht. Ja, manchmal machen sie es halt doch, das ist natürlich geil. Wow. Das müssen wir jetzt immer machen. So. Ja, jetzt haben sie es doch irgendwie geschnallt, dass sie mich an... Also, sie sagen schon, er natürlich, dass er mich angreifen soll. So, zum Schnallen. Entner, komm nochmal rein. Ja, machst du jetzt was oder muss ich irgendwie nachhelfen? Alle braucht 5 Esser. Nochmal, komm, du bist eine gute Katze. Wobei eigentlich eher ist ein finster Tottens. So wenig Schaden macht. Alter, und Entner ist er down. Das auf leicht müssen wir mal reinziehen. Wir kämpfen auf leicht. Aber geht nicht anders, weil ich sagen, normal hatte Level 99. Hä, wieso?
Also das war zu viel essen, weil es switcht nicht mehr automatisch. Macht es immer noch nicht. Ja, aber ich hab's doch richtig gemacht. Ich verstehe es einfach nicht, Freunde. Ich habe genug Esser. Ich mache die Vierer-Kombi. Trotzdem diese verdammte Zorn, Gotteszorn genau heißt, ja, funktioniert nicht, weil ich immer die anderen machen will. Und ich kann es nicht deaktivieren. Das ist so ein Scheiß im Spiel, dass ich den Atem nicht deaktivieren kann. Ich muss in der Lage sein, mystische Atem jetzt zu deaktivieren. An der 4er Plus Kombi kann es auch nicht liegen, weil ich die immer mache. Natürlich, der kann eigene mystische Arte, ist klar. Ja, das kann ich mal ganz kurz zurückholen, Mikleo, wäre ganz nett. Also du musst jetzt erstmal seine Arte einsetzen, ne, ist klar. Machen wir es halt so, wa? Distanzmäßig. Klappt ja auch. Geht das mit wegen den 5 Esser hin, war also noch so eine Quizfrage. Wieso? Ja, geil, fahren. Wieso switcht nicht mehr automatisch? So, ey, was soll das? So, jetzt macht es wieder. Amazir macht das auch nicht. Das ist mal interessant. Ja, dachte gerade, wir können ein bisschen cheaten. Ihr habt bloß etwa 2 oder 3 Esser und trotzdem es wieder nicht. Das ist so etwas von beschissen. Natürlich, schon wieder. Wieso? Alter, schon wieder? Ich verstehe das nicht, Leute. Oh, ihr müsst automatisch switchen. Betonung liegt auf müsste. Ja, da hat er schon gerade, können wir ganz kurz warten. Schon wieder nicht! Ich switche mehr automatisch. Was ist denn das für ein verdammter Mist, hey? Oh. Was soll ich denn da machen, wenn das Spiel mich selbst verarschen will? Da bin ich chancenlos. Na, komm, mach's wieder. Jetzt haben wir da einmal hat es gemacht. Wie soll ich mich da irgendwie auf etwas fixieren, wenn das Spiel wieder sagt, jo, jetzt mach ich's mal, jetzt machst du noch nichts. Nein, Ender soll zu mir kommen. Haben wir erstmal Rose zurück. Ein bisschen Ablenkung. Hat er nicht jetzt so eine lange Arte, wenn der Gegner so schnell ist? Wie doof kann man eigentlich sein? Jetzt mal ganz ernsthaft. Du kannst ein bisschen nicht irgendwie sagen, ja, jetzt mach das und das und das. War schon wieder!
Alter, das gibt's einfach nicht, hey. Dieses scheiß Viech. Ja, also so natürlich extrem schwierig. Ich muss ja den Abstand halten, geht nicht anders. Ja so Leute, ich wollte echt noch Gotteszone einsetzen, müssen wir jetzt irgendwie anders aufheben. Oder irgendwie gucken, wie ich das auch noch hinkriege, aber das geht nicht. Vielleicht ist eine PS4-Version, keine Ahnung, auf Steam weiß es funktioniert, also von Domi weiß ich's. Aber es kann ja nicht sein, wenn ich auch diese 4er mache, macht er trotzdem ja, die tiefere mystische Art, weil die halt nur 3 Esser verbraucht. Und die andere braucht halt 5 Esser. Aber gibt ja irgendwie auch Sinn. Aber du musst trotzdem eine deaktivieren können, bestimmt. Das ist auf dem Charakter wechseln, ja, ist klar, aber wer will das schon? Wie oft will der das noch machen? Mann, schon wieder! Er switcht nicht um! Was ist das für eine Scheiße? Ich hab nur 2 S, du kannst gleich noch nichts verlassen im Spiel. Das ist das einzige Wegen, dass zu Beginn des Kampfes weiter vielleicht immer aus und nachher nicht mehr. Wenn überhaupt ist das vielleicht die einzige Konstante, die man sich verlassen kann. Alles andere ist fail. Mann, komm echt noch rein. Aha, der hat auch keinen. Ja, der hatte vielleicht irgendwie. Mann, schon wieder nichts. Ja, der vielleicht hat die jetzt noch ein paar Esser. Strudel sieht noch geil aus. So ein guter alter Strudel kann eigentlich nie schaden. Mach ein bisschen hin, Zoe. Nein, wollte das eigentlich gar nicht. Dass meine Art so lange dauert. Oh, schon wieder. Ja. Da ist ja nichts Neues. Also Gegner zum Schluss, wenn sie knapp davor sind, besiegt zu werden, dass sie eine Art nach dem nächsten spawnen können. Das ist ja bekannt. Nein, ja, da war der falsche Knopf. Was auch mein Fehler. Ja, vergessen irgendwelche mystische Art, Hauptsache wir gewinnen noch. Mann, Zoe, weiter mal aus! Du bist doch so ein behämmerter Scheißtyp! Nee, soll das jetzt so abgehen, aber das ist doch echt nicht zu fassen. Nach über 100 Parts will das Spiel noch nicht das machen, was ich will. So, also bitte mal, Zoe. Wir sind noch ganz kurz, dauert also noch ein bisschen. Lege ich mir um Enden, dass ich noch Erfahrungspunkte kriegt. Das müsste weit genug weg sein, dass ich Rose zurückholen kann. Ja, was total bringt. Nein, jetzt ist sie schon wieder da und dann passiert das schon wieder. Lass doch endlich mal meine Gegner in Ruhe! Du kriegst sonst nie Erfahrungspunkte! Verdammte Scheiße!
So. Alter, 10.000 Erfahrungspunkte. Stell dir mal vor, hätten wir auf irgendwie normal so besiegt. Na, mittel oder schwer sogar, aber keine Chance. War jetzt schon mehr Krampf als etwas anderes. Das soll wohl ein Scherz sein. Der ganze Ärger nur für so Mist. Alter, leck mich doch am Arsch. Da gibt's einfach nicht. Gut, immerhin enden hat Sweden auf dem gleichen Level jetzt. Ist ja schön, so wieder zwar wieder ein bisschen, weil er tot war, aber ist mir doch scheißegal. Gut, wie sieht's jetzt noch aus? Scheiß Gottes Zorn, ey. Noch keine Chancen einzusetzen. Nee, ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das ist mir echt zu hoch. Muss leider zugeben. Ich würde echt mal gerne wissen, wo zum Henker mache ich da den Fehler. Aber ja, irgendwo muss man ihn machen, ist gar nicht anders möglich. Also das Spiel wäre verpackt, wa? Wäre mir eigentlich auch lieber. Herbstklinge zweimal, kann natürlich fusionieren, ja. Wollen wir ganz kurz, Leute. So, weiter geht's. Ja, wo waren stehen geblieben? Genau, grauser Jagddolch. Wie gesagt habe, können sie noch fusionieren, dank ihrer tollen Fähigkeit hier. Ist ja schön. Ansonsten haben wir nicht mehr so viel, was wir noch machen können. Gut. Dann Fusionspunkte, genau. Haben wir eine Herbstklinge. Das ist so Mist, ey, ganz ehrlich. Die kriegt so wenig Punkte. Da mache ich echt viel lieber im Shop. So, jetzt noch etwas Neues, jetzt würde ich irgendwie diese doofe Quest gemacht habe. Da war der stark. Wie viel soll man es echt erst nach dem Spiel machen? Level 99! Wenn selbst der Endboss bloß Level 80 hat. Offenbar. Obwohl, nee, hängt vom Schwierigkeitsgrad an, wollen wir ganz kurz, wenn wir schon dabei sind. Nee. Nein, bist du wahnsinnig.
Zurück normal. Ja. Was ist schon wieder? Auf einfach glaube ich 80, normal. Oh. Nö. Ja, ist egal. Wir sehen es, wenn es soweit ist. Gut, dann nochmal ganz kurz Rose hier mit der Herbstklinge, die hier schon richtig schön reinfitzt, aber ja, was an der Ringen war, wobei Essa singt, aber es ja sowieso braucht es nur 5, also von dem her. Hey, ist was mit Herbstklinge? Also, hey, das sind ja 2 Punkte angezeigt, die ich sonst nicht habe. Seltsam. Naja, spielt keine Rolle. Ja, wenn wir sagen, wir sind fertig hier, war. Raus hier. Mhm. Komm wieder, miau. Wer weiß, wer weiß. Da drin kein Speicherpunkt, weißt du? Wegen vom Kampf wohl so speichern gehen? Nö, warum auch? Das ist immer da, wa? Okay, ja, geht immer wieder. Vermutlich halt nur, solange ich halt Opas 5 dabei habe. Wobei natürlich, warum sollen die verkaufen? Also sowieso ein Basisgegenstand. Das heißt nicht, den halt sowieso nur durch eine Quest verlieren könnte und es deshalb ja auch gar nicht vorhabe. Umso besser. Kommt eigentlich noch rein? Beim letzten Mal sind wir hier geflohen, und deswegen hat er gerade, bisschen crazy, aber okay. Gut. Rose, was war noch zu sagen? Ja, ich denke, es wird doch langsam mal Zeit, uns auf den Weg zu machen zu Etnas Bruder. Jetzt, ja, macht doch jetzt noch. Weil ja, der Kampf gegen diesen Turtle, der hat viel zu lang gedauert. Hey, fast den ganzen Part. Das ist unglaublich. Und wie gesagt, das Ganze auf einfach. Der leichtesten Schwierigkeitsstufen. Trotzdem noch solchen Probleme. Das Spiel sagt mir nichts von wegen, ne, sollst du einfach später machen und so. Nö, ist doch scheißegal. Gut, ja, deswegen Etna stehen jetzt da gerade noch. Der Weg nach Kamlan, wie ich den finden soll, ist eine andere Frage. Naja, dann machen wir, wie gesagt, erst nach dem Spiel. Also, nach dem Hauptspiel natürlich, nach der Hauptstory. Ganz kurz hierhin wegen Safen plus Reisen. Okay, da kommt wieder etwas. Gut, dankeschön. So, wenn man sagen, ab zu Etnas Bruder, war. Also zumindest mal zum Ort dahin. Da frage ich mich echt, ob Etna jetzt irgendetwas sagt. Gut, ich bin gleich wieder weg. Ja, wir gehen mal hoch, wa? Wir gucken uns mal um, theoretisch. Wo ist das jetzt? War der Weg schon immer so groß? Okay. Nicht so stark wie früher, war. Faszinierend. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, hatte doch damals, als wir hier auf Zavida getroffen sind, war eine Trolle genauso stark. Das ist die Frage, sollen wir uns hier echt noch umgucken? An Erfahrungspunkten gibt es auch nicht gerade so viel. Warum eigentlich nicht, wahr? Ich meine, wir gehen mal ganz kurz hier, also ganz kurz, wir gehen auf der nächsten Folge auch noch, gehen wir hier mal hier hoch und gucken uns mal ein bisschen um. Wenn wir von Etna merken, ja, sie macht irgendwie eine Aussage von wegen, es ist irgendwie unangenehm oder so etwas und wissen wir, okay, es ist eigentlich zu früh,
Weil wird auch irgendwie einen Einfluss auf den Epilog, also den Abspann haben vom Spiel. Wir machen halt auch wieder mit dem mit Kamlern und so weiter, so gesehen weiter, wa? Dass wir uns halt dahin begeben und uns mal versuchen, weil ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Jo, ein bisschen Leveln ist auch nicht schlecht. In diesem Sinne, bis nächstes Mal hier bei Tales of Cestiria. Ciao zusammen.